Ach ja, Freunde gepflegten Unterhaltung. Letzte Folge hat das, glaube ich, ziemlich in sich. Also, darf man mal so sagen. Wir haben ja auch einige Pokémon gefangen. Auch neue Pokémon vor allem natürlich auch. Ein Empoleon war auch darunter. Sehr geil, sehr geil. Aber es gibt noch mehr Pokémon für uns zu holen. Das sind unbedingt den da. Nein. Mist, ich wollte kurz switchen. Eigentlich wollte ich Silvaro einsetzen, aber egal. So, gucken wir mal so ein bisschen, was es noch so gibt. Also wilden Entorons. Gegen Kampf-Pokémon, das hätte wehgetan. Jo, Mann! Hier kommt die Volltrefferquote! Was geht, man? Nicht viel. Nicht bei Entoron. So, wir haben hier ein Ding übersehen. Gehen wir ganz kurz zurück. Wir sind quasi noch am Strand, also da geht das alles noch in Ordnung. Jetzt auch ein paar Pokémon, Sejong und so. Oh. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Dann nehme ich, glaube ich, mal wieder ihn hier. Guck mal da oben. Oh, da oben sehe ich etwas. Wir sind auf dem Rückweg, Leute. Hä? Haben wir jetzt entdeckt? Ach, ernsthaft? Octilleries gibt es ja auch noch. Ja gut, aber... Ach, hier oben was erblickt, natürlich. Also, abgesehen vom Kramurks. Vor allem das Ding hier entdeckt. Ching Ching. Ich meine, wenn sie schon mal auf dem Weg liegen, kann man sie trotzdem mitnehmen, wa? Okay, dann gehe ich mal da entlang. Jetzt wohl gemeint ich hier von wegen, es gäbe hier noch ein Elite-Pokémon, das wäre ein Moterpel. Von dem her, ja. Ich meine, ich muss nicht jede Variante des Pokémon in der Elite-Variante fangen, ne? Da bloß mal so eine Art Idee zu sagen, jo, kann man eigentlich machen. Wow! Junge, was ist los mit dir? Hallo Miral. Wow. Okay, Volltreffer, ich wollte gerade sagen. Ne, ich mache ja Tempo. Oh, ich bin gerade selber doof. Ist ein unlicher Tag. Was macht er da überhaupt? Er schmiedet seine Ränken. Und es kriegt in die Fresse. So lobe ich mir das. So, und ihr habt richtig gesehen, von da vorne ist ein Plinfa gewesen. Ja, natürlich muss Empoleons Entwicklungsreihe auch noch hier vertreten sein. So, da schon mal einen Plinfa habe, könnte ich mir zur Not ein Pliprin irgendwie... Ja, heranzünden ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber halt hertrainieren, wenn es sein muss. War da ein Elite-Toxik? Haben wir das richtig gesehen? Nö. Ja, normale Frösche.
die ich noch gar nicht habe. Faszinierend. Ich habe die Bunkelstufe 10, das heißt, sie müssen ungefähr die gleichen Geschmacksrichtungen haben. Die mögen meistens jeder selber, also von dem her. Gefangen, besiegen, Giftschocke ist mit einer Knallkugel erschreckt. So. Die natürlich abgelegt oder verkauft war. Okay. Trotzdem könnte ich ja dagegen kämpfen. Ich habe zwar eine Psychoattacke im Team. Ein ordentlicher Sturzflug müsste auch was reißen. 500 Kills gerade war aber auch noch. Oh, Schwein gehabt. So, dann das Item. Sehr schön. Hätten wir das auch. Also, das hat es schon mal gelohnt. Theoretisch müsste ich auch noch Bliprin hier finden. Also Entwicklung von Plinfer und die Vorstufe von Empoleon. Aber da ich bereits mal Plinfer habe, würde man sagen, reicht eigentlich soweit. Das andere holen wir auch noch. Was auch sehr viel interessanter sein wird zu finden, sind die Fossil-Pokémon. Schildtos und Kognodon. Bei Kognodon haben wir eins. Muss man mal noch entwickeln und so, aber eben. Muss man ihn ja auch mal noch fangen, genauso wie Schildtos. Wird halt alles noch sehr, sehr interessant sein. Was ist denn hier eigentlich schön? Ist da irgendwie auch so ein See oder so? Ah, also der See. Ja, hier war ich schon mal. Da ist Elite-Moterpel da unten. Ja, komm, ich würde mal sagen, Freunde, das reicht mal fürs Erste, wa? Oh ja. Sind noch laut sogar, Kumpel. Ups. So. Ausruhen, nur kurz. Ja, bitteschön. Ich werde doch mal die Pokémon noch irgendwie ein bisschen sortieren und so, weil meine Box läuft ja über, wa? Korrektur, die ist schon übergelaufen. Super. Das ist natürlich jetzt scheiße. Da muss man ganz kurz kümmern. So, in Polen gesellt sich zu seinen anderen Elite-Vertretern. Das gefällt mir eigentlich soweit. Dann kurz gucken. Wir haben den noch. Der kommt generell in die Elite-Box. Was ich mache, ja, mal gucken. Dudu. Das sind die ganzen normalen. Hier haben wir noch einen Elite Raichu. Ich habe zweimal Elite Galopper gefangen. Okay. War ich wohl mal sehr verzweifelt? Keine Ahnung. Kann sogar dann nicht erklären. So, dann hier haben wir die Käferdinger. Ich muss das sowieso mal ein bisschen besser machen. Die neue Box. Natürlich haben wir hier Wulnona noch. Ja, ein bisschen die Flug-Pokémon. Okay. Dann haben wir hier natürlich sehr viele. Skuntank und Onyx.
Einmal die Gift-Variante. Beziehungsweise einfach die Gift-Variante wegen dem Pokémon. Und dann natürlich noch die Boden-Variante. Mit Onyx, was man in so einem Stahl losentwickeln könnte. Okay. Rihorn, ich brauche mal eine zweite Elite-Box. Ich wollte glaube ich mal irgendwie angekündigt, dass ich es oft machen werde. Natürlich ist da, was das betrifft, nie was passiert. Sonst wären wir gar nicht hier. In dieser Scheiß-Situation, wo man plötzlich die Box aufräumen muss, weil einfach alles scheiße ist. Okay, also will ich gerade momentan nicht machen. Das ist nur wirklich temporär. Damit wir wieder ein bisschen Platz haben. So. Da sieht schon wesentlich besser aus. Hier haben wir die Hypo-Dinger. Okay. Wird immer besser, immer besser. Normalbox ist überfüllt. Jo, wir haben ja da die neue Box. Vorhin schon gesehen, Lumineum passt natürlich hier nicht dazu. Genauso wie hier oben. Mit Boulderfisch. Was sogar noch ein Elite-Viech ist. Die Inkognito-Box irgendwo auch hier. Ja, genau. Dann. Hier noch ein Inkognito. Sehr schön, sehr schön. Sonst jetzt nicht mehr das Problem. Aber mal ganz kurz, ich muss hier mal. So, da bin ich wieder. Irgendwelche Idioten draußen da irgendwie die Motorräder durchdrehen lassen. Haben zwar keine Eier in der Hose, aber sowas können sie wieder. Ja, ja, schon klar. Also da muss man bei Gelegenheit noch ein bisschen aufräumen. Auch hier, wo ich jetzt eine Elite-Box habe und so, kann ich natürlich auch fragen, sinnvoll? Ja, nein, ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten, so pauschal. Aber nun ja. Da können sie auch generell in die Wasserbox, also in die jeweiligen Typenboxen stecken. Das würde auch gehen. Gefangene Elite-Pokémon. Nahrung gefüttert, irgendwann die sich entwickelt haben. Oh, okay, muss trotzdem wieder. Nahrung gefüttert, ich hasse das. In Polen Stufe 10 bringen wir kein Problem sein. Der Rest, der wird ein Problem sein. Ja, super. Na, endlich. Was wir jetzt machen, ist Aufdruck hier natürlich. Sehr gerne. Und Vorbereitungen treffen, Freunde. Vorbereitungen. Die Quest. Ja, ich weiß, die Quest. Der was Neues? Nee. Junge, ist scheiße, was du hast. Es ist kacke, was er hat. Oh, neue Sidequest, super. Lass mich einen Pokédex sehen. Da haben wir schon 203 Pokémon registriert. 88 davon gefangen, also das sprich, das sind solche, die eben die Stufe schon auf 10 haben. Und das ist trotz allem eine ganze Menge, wie man sieht. Obwohl ihm viele noch fehlen. Ne, stimmt gar nicht, scheiße. War den kompletten Ding-Eintrag, war.
Der komplette Pokédex-Antrag ist nur bei 106. Nicht mal die Hälfte. Ich habe noch ein bisschen was zu tun, Freunde. Und hier halt mit Bautz und so, wo ich so verkackt habe. Und Otaro. Da muss ich halt nochmal die fangen. Die gibt es nach Abschluss der Story, gibt es die in diesem Raum-Zeitgefüge. Theoretisch. Digga, auch nun alle Pokémon. Hä? War davor schon so. Hier für dich. Also. Wow. Okay. Coole Goodies. Weiße Vulpix im Schnee. Keahi, ein Mitglied des Sicherheitstrupps, das aus der Alola-Region hergekommen ist, hat wohl von dort Vulpix mitgebracht, die er Kekio nennt. Sprich mit ihm und mach dich an die Forschung. Oha. Es gibt also auch Alola-Vulpixe hier. Das ist natürlich faszinierend. Wir erinnern uns, die Alola-Region, da war ja die erste, wo es dann plötzlich mit diesen Regionalformen losging. Wie zum Beispiel eben Vulpix und Sandan, die dann zur Entwicklung aber einen sogenannten Eisstein brauchten. War auch ein neues Entwicklungsitem, was dann später auch Glaciola bekam für die Entwicklung. Also sprich von Evoli zu Glaciola. Statt halt hier da irgendwie so einen seltsamen Eisfels oder so. Und sie haben einfach gesagt, ja, so geht es natürlich auch. Also, ups. Das ist falsch Quest. Entschuldigung, ein Fehler. Ich wollte die andere Quest nehmen. Nebenmissionen. Es ist der Geschmack von Honig. Kaiserlichen Dunkel. Ja, da bin ich dran. Der Gen des Meeres. Ja, dann geht's Manaphy. Haben wir auch bald. Das hier. Neue Farbkreationen. Huch. Das außer muss ich natürlich im Ding dabei haben. Im Inventar. Oder? Ja. Habe ich eigentlich schon. Noch ein bisschen was abtreten. So, jetzt aber. So. Dann wollen wir doch mal schauen, was sie nun sagt. Dann lege ich gleich mal los mit dem Färben. Los. La 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 la. Ching ching. Neue Farbkreationen. Keine neue Quest? Okay, jetzt bin ich verwundert. Was hat sie überhaupt jetzt so irgendwie Cooles auch? Stirnbänder und so. Wie sieht's denn eigentlich so aus? Hier mit diesen Anzügen. Karateanzug. Banditengewand. Karateanzug. Diamantgewand. Perlgewand. Die Anzüge. Ja, sind alles noch teuer. Müssen wir erstmal. Ja, wobei. Komm, den riskiere ich mal.
Mit den Winterstiefeln passt natürlich perfekt. Ja, komm, es ist kalt hier, Freund. Es ist kalt. Schneebrille. Hm. Die Kombi sieht so scheiße aus. Aber passt jetzt zu mir. Mythenjäger, ja. Geschmack von Honig. Mais im Frost. Glaube ich, ist da sowieso hin. Hm. Wo sind denn? Warte mal, ich muss doch fürs eine. Hä? Ne, hier habe ich ja schon ein Ding gefangen. Matribi. Ah, hier. Hier soll auch welche geben? Ja, super. Der würde gerne irgendwie diese Scheiß-Quest mal abschließen. Wohl die anderen kann auch ziemlich cool klingen. Der Geschmack von Honig. Wobei das Ding auch da ist. Da haben wir eine Insel, also passt ja eigentlich. Ein neues Unheil. Könnte es vielleicht sogar schon ein Hinweis auf weitere legendäre Pokémon sein? Weil ich bereits erwähnt, es gibt einige in dem Spiel, auch einige, die eigentlich für Hisui oder Sinnoh-Verhältnisse eher untypisch sind. Ups. Also auf der Insel ist sowohl das Mampfaxo, also Valtribi geben. Ich weiß gar nicht, ob es da echt Valtribi gab. Ich hoffe mal schon. Weil eben, steht hier Hamanasu-Insel. Die Hamanasu-Insel gefangen hast. Ja, wäre soweit korrekt. Es müsste also hier irgendwo Valtribi geben. Da habe ich schon mal eins da gesehen. Ich weiß es gar nicht mehr, Leute, ganz ehrlich. Was ich hingegen weiß... dass die Viecher hier auf den Sack gehen. Die Form fehlt mir noch. Die östliche und die westliche Form. Also wir wissen natürlich von Panferno, dass das hier ist, aber... Huch! Ah, die Sidequest, okay, die andere. Dies ist das Gebiet, das die Aufmerksamkeit von Jonas Mampfaxo auf sich gezogen hat. Hisuizorua. Berichte Jona von einem Zorua. Oh ja.
Ein Zorua. Ja, mal ein paar fangen. Wie wär's denn damit? Da mal ein paar füttern. Da wäre natürlich auch eine Option, wa? Komm. Aua. Und dafür ignorieren sie mich jetzt. Yep, 5 von 5 geklappt. Also, hier haben wir Griffel, wir haben das Panferno. Wo sollen jetzt hier ein Madribi sein? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich überhaupt, dass ich mal Madribis gesehen habe. Vielleicht sind die einfach so selten. Ja, aber ich muss mal zurück und die andere Quelle jetzt machen. Der Geschmack von Honig sparen wir uns also auf. Ja, sehe gerade hier von dem her. Oder sie, besser gesagt. Danke für deine Nachforschungen. Bitte erzähl mir, was du dort gesehen hast. Eine Ansammlung. Das macht die Angelegenheit nicht klarer. Um welches Pokémon handelt es sich denn? Zorua. Das Scrollfuchs-Pokémon. Oh. Hallo. Das doppelte Mampfaxo? Mein Mampfaxo würde ich aber selbst mit geschlossenen Augen erkennen. Echt? Das bist nämlich du. Das Mampfaxo, das etwas weiter entfernt steht. Ja, reingelegt. Tja, und jetzt? Schon peinlich, wa? Peinliche Stille. Das war also ein Zora. Normalerweise trifft man sie nicht im Grasland an. Ignoriert sie mich einfach? Ja, ich glaube schon, Mampfaxo. Wir haben Bescheid zu geben, oder? Ah, dann geht es hierbei jetzt also um diese massiven Aufläufe, die ja mit einem späteren Update des Spiels hinzugekommen sind. Verstehe. Nun gut. Ein Gastronom und kein Gastronom. So, hier endlich auch mal westliches und östliches Meerform. Und Zorua. Wir sind gefüttert. Ja. Wollte eigentlich mal das Ding noch abschließen, wa? Ich glaube, das ist eh keine schlechte Idee, Freunde.
die Quests so noch jetzt abzuschließen und dann eben die nächste Quests mit den Madribi. Muss ich mal offscreen vorbereiten. Jetzt aber wirklich doch. Wenn ich schon oftmals angedeutet habe. Dann doch nicht gemacht habe. Und dass es quasi darum geht, dass ich halt offscreen so lange warte. Und quasi respawne das Gebiet. Halt reingehe, rausgehe, wieder reingehe, rausgehe, so halt. Bis ich irgendwann halt mal den Spawn habe. In dem Fall halt die Vadribi. Das wäre eine Option. Und ja, währenddessen noch ein bisschen was anderes vorbereiten. Neues Unheil. Wow, Alter. Wir noch den gleichzeitig? Multiple Aufläufe. Naja, ein Gemüseauflauf wäre mir jetzt lieber. Ja, okay. Machen wir die Quest vor in der nächsten Folge. Am Haupttor direkt hier. Ja, super. Oder war die... Gibt es eine neue Sidequest? Nein! So viele Sidequests, so wenig Zeit. Aber ja, wir wollen ja alles machen. Natürlich alles zügig machen, ist klar. Wir haben auch schon relativ viel gemacht. Da ist natürlich auch nicht zu verachten. Ein bisschen was fehlt noch. Und das will es mehr, Freunde. Hoffentlich das nächste Mal zurück bei Pokémon Legend Arceus. Mit dem Ninja-Stiefel Michael. Oh yeah, Ninja-Winter-Stiefel Michael. Alter Schwede. Bis dahin, ciao zusammen.